was muss man sich vorstellen? Auf alle Fälle, ich sage es immer wieder dazu, weil meistens immer wieder dann Leute fragen, wo hat er jetzt das Futter? Es ist keine Fütterung, sondern ich möchte Ihnen ein bisschen etwas über unsere Eisbären, über die Anlage, über das Futter erzählen. Muss mir immer vorstellen, mein Name ist Helmut Kern, bin seit 38 Jahren hier im Münchner Tierpark Hellerbrunn und seit über 20 Jahren auch oder unter anderem auch zuständig für die Eisbären. Ich sehe sie jetzt nicht, aber Sie sehen sie, ich kenne sie ja. Ja, am 9. Dezember 2013 war es soweit, nach 30 Jahren gab es hier im Tierpark Hellerbrunn wieder Eisbärenzwillinge. Ein Bub, ein Mädchen, Nela und Noppi, so wurden sie von ihren Taufpaten getauft. Die Mama heißt Giovanna, ist übrigens 9 Jahre alt, eine echte Italienerin, in Italien geboren im Zoo von Fasano. Ihre Eltern und Großeltern ebenfalls zoogeborene Bären. Übrigens der letzte Eisbären-Nachwuchs, der liegt 22 Jahre zurück. Das war ein Bub, er hieß Lars und war zufällig der Papa des Bären Knut in Berlin. Also der Knuti hat einen bayerischen Papa gehabt, aber ansonsten sagen wir zu der Knut-Geschichte nichts mehr. Da haben schon so viele Leute etwas erzählt. Geburtsgewicht übrigens 500 bis 800 Gramm. Das ist so groß ungefähr wie ein Meerschweinchen oder das Gewicht eines Meerschweinchen. So klein sind also Eisbärenkinder. Wird mir immer gefragt, das gibt es ja gar nicht. So ein großes Muttertier, so winzige Babys. Eigentlich hat der Eisbär eine Tragzeit von 7 bis 8 Monate, macht aber eine Keimruhe. Das heißt, die tatsächliche Entwicklung ist nur 2,5 Monate und dadurch eigentlich so ein winziges Jungtier im Gegensatz zur Mama im Vergleich. Übrigens Giovanna 380 Kilo schwer. Die Kinder, der eine schafft schon an die 130, der andere hat ungefähr 25 Kilo weniger. Da werden wir auch immer gefragt, ist einer vielleicht krank? Natürlich immer der kleinere. Nein, das gibt es natürlich beim Menschen auch. Wenn Sie 2 Kinder haben, ich glaube die Mütter wissen das, da gibt es ja immer einen größeren, einen kleineren oder einen dickeren. Und bei denen ist alles wunderbar. Dann gibt es natürlich immer wieder viele Fragen, die meistgestellten natürlich immer wieder, wie lange dürfen denn die Kinder noch bei der Mama bleiben? Kann ich Ihnen genau sagen, das entscheidet die Mama. Letztendlich in der Natur führt eine Eisbärmama ihre Kinder 1,5 bis 2 Jahre mit, dann vertreibt sie und sagt, Kinder, seid groß genug, sucht euer Futter selber. Die sind ja jetzt 16 Monate alt, wir haben nur festgestellt, Giovanna lässt also ihre Kinder nicht mehr trinken. Ich glaube, wenn man deren Zähne mal sieht von den Kleinen, dann ist es auch nicht mehr so lustig für die Mama, wenn die noch an die Zitze wollen. Ansonsten die Bärenkinder ernähren sich ja selbstständig, die sind verfressen und nebenan, übrigens geboren sind sie in diesem Gebäude, das sich hier bei dem schmalen Durchgang befindet. Das ist das Mutter- und Kindhaus. Dort gibt es 2 Wurfboxen, ein großzügiges Haus, generell sehr hoch, sehr luftig, spezielle Beleuchtung, spezielle Belüftung. Wir haben da etwas ganz Neues gemacht. Früher hat man klassisch vermeintlich trächtige Eisbärendamen in kleine Boxen getan, hat gesagt, schau, das ist dein Iglo und da kriegst jetzt dein Kind drin. Wir wollten etwas Neues probieren, was sich letztendlich dann auch als richtig bewahrheitet hat, denn wir haben ja die ersten Farbbilder der Welt. Da muss ich übrigens dazu sagen, da hat man immer gesagt, da haben die in München mit Absicht das Licht brennen lassen. Das stimmt nicht. Wir haben mit der Giovanna getestet, was sie für Vorlieben hat und sie fand es eben furchtbar, wenn es ganz dunkel ist. Darum eben Farbbilder. Und da konnten wir auch schön verfolgen, dass die Dame, nachdem man ja eine Bäre nicht gezielt in eine Box tun kann und sagt, am nächsten Tag bekommt sie ihr Kind, dass sie sehr entspannter spazieren geht und dann ging es eigentlich los, dann hat sie Wehen bekommen und man hat gesehen, sie hat sich in die Pfote gebissen, das tut halt eben auch weh und dann plumps war das erste Kind da, allerdings an der falschen Stelle.
Das lag nämlich in dem Spielgang. Aber Giovanna, mit der wir übrigens 2 Jahre trainiert haben in diesem Haus und haben ihr das Haus schmackhaft gemacht, haben mit ihr getestet, was wir vorlieben. Sie hat auch bei der Einstreu, bei den Lichtverhältnissen, bei allen, hat gesagt, ne, da liegt es nicht richtig, hat das Kind eingesammelt, am Beinchen genommen und hat es ins Bettchen getragen und hat sich sofort dafür interessiert oder auch darum gekümmert. Eine Stunde später kam dann das zweite Kind, auch das schön auf den Aufnahmen zu sehen. Wir werden oft immer gefragt, wer war der Erste? Der Bub oder das Mädchen? Ich würde sagen, so wie die Nela ist, so eine Verrückte und immer will sie die Erste sein, müsste das Mädchen gewesen sein. Aber wir können es natürlich wirklich nicht sagen. Und es sind übrigens die ersten Kinder von Giovanna. Und bei Eisbären ist es immer noch schwierig, weil Eisbären sehr schnell dazu neigen, in Stress zu verfallen. Und darum haben wir eben 2 Jahre mit Giovanna trainiert, um ihr zu zeigen, das ist dein Haus, da ist alles okay, da kann dir nichts passieren. Und die Arbeit hat sich gelohnt. Wir durften sie, und das ist ganz selten, sogar mehrmals in der Woche besuchen. Da hat sie uns immer ihre Kinder gezeigt. Hat immer gesagt, schau da links, gell? Und wir haben die eigentlich mehr oder weniger, sie immer zur Begrüßung, gab es ihr Lieblingsessen, ein Stück Melone, vollgefressen war die Dame ja, die musste man nicht füttern, aber da hat sie sich eben sehr gefreut. Und sie ist ein sehr personenbezogener Bär, also wir kennen Giovanna selber als Kind, sie kam mit 2 Jahren nach München und dadurch haben wir ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Daneben, da gibt es dann noch einen Bären, das ist der Vater, das ist der Yogi. Der Yogi übrigens auch ein echter Italiener, in Italien geboren, im Zoo von Pistoia, und auch seine Eltern und Großeltern zoogeborene Bären. Der Yogi bringt es momentan wirklich exakt auf 500 Kilo, das ist so sein Kampfgewicht. Normalerweise frisst er sich bis zum März ungefähr noch 30, 50 Kilo an, dann zehrt auch er davon. Die Bärenmutter hat ja heuer keine Winterruhe oder irgend sowas gemacht, weil sie ja Kinder hat. Die waren also sehr aktiv. Beim Bärenmann vielleicht noch zu erwähnen, wir bekommen manchmal Anrufe, da heißt es, der arme Bärenmann muss in diesem kleinen Gang leben. Hier sind ja 2 große Tore, wo man die Anlagen unterteilen kann, aber wenn man genau hinschaut, hat der Maurer in die Wand ein Loch gemacht. Da kann der Bärenmann durchgehen, kann aber immer wieder Kontakt aufnehmen mit seinen Kindern oder Giovanna und kann natürlich auf die große Anlage gehen, aber im Zeitalter des Handys, da wird immer gleich angerufen, bevor man erst schaut. Ist nun mal so. So, jetzt hatten wir ja angekündigt, oder wir hatten eigentlich vor, eine Familienzusammenführung zu machen. Das ist ganz, ganz selten. Und zwar, weil die Bärenmänner eigentlich raue Burschen sind und die natürlich dann auch dazu neigen, vielleicht so einen kleinen Eisbären, weil die gar nicht wissen, dass das seine Kinder sind, oder generell vielleicht zu attackieren oder gar zu töten. Jetzt ist unser Bärenmann, der Yogi, wirklich ein ganz liebenswerter Tropf. So einen Bären muss man suchen, und wir waren kurz davor, die Tore aufzumachen und die Familie zusammenführen, bis wir gemerkt haben auf einmal, dass die Kinder zu frech sind. Der Mutter ist es egal, die Kinder haben den Bärenmann attackiert. Jetzt könnte man sagen, naja, lassen wir es zusammen, können sie vorwatschen, dann passt schon wieder. Nein, denn dann könnte natürlich die Situation doch sein, dass die Giovanna den Kindern helfen will und dann gibt es Schlägereien oder Beißereien, das wollen wir nicht. Haben sich ja schon tolle Fachleute, es gibt ja so viele Eisbärenfachleute, ich sage es Ihnen, vor allem über das Medium oder über Facebook unterhalten und haben gesagt, was sind das für Tierpfleger in München, die haben noch nicht mal die Familie zusammengeführt, was sind denn das für Fachleute? Genau deswegen sind wir Fachleute, weil wir es nicht getan haben. Hätten wir es nämlich getan, wäre was passiert, wäre es genau andersrum gewesen. Warum das so ist, ich weiß es momentan auch nicht. Aber wir haben jetzt eben die Tore noch zu. Ob sich das noch ändert, ob es mit den beiden klappt, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Denn es könnte auch sehr schnell sein, dass Giovanna jetzt keine Lust mehr auf ihre Kinder hat, weil die eben alt genug sind und sagt, hey, Kinder weg, ich will jetzt zum Bärenmann rüber. Dann würden wir die räumlich trennen. Und dann gibt es ja natürlich immer die Fragen, dürfen es denn in München bleiben? Garantiert nicht.
So, das hört sich jetzt ganz hart an. Letztes Mal eine Frau geschimpft, sagt, was sind Sie für eine Saison? Garantiert nicht. Sage ich, ja eben. Jetzt passen Sie mal auf. A ist diese gesamte Anlage, die übrigens 2800 Quadratmeter groß ist, eben unterteilbar in 2 Anlagen, konzipiert nur für ein Eisbärenpaar plus Jungtiere für eine gewisse Zeit. Zudem, was würde man denn sagen, wenn sich auf einmal die Bären Kinder paaren? Also Inzuchten, das darf man nicht betreiben, das wollen wir nicht betreiben. Das heißt, die beiden Bären werden sogar getrennt den Zoo verlassen. Hat letztes Mal eine Frau gesagt, mei, dann lasst es doch bitte zusammen. Die hat mir nicht zugehört, obwohl es neben mir gestanden ist. Die boxen laut genug. Habe ich gesagt, dann machen die irgendwann etwas, was wir Menschen nicht dürfen und die Tiere eben auch nicht. Also gehen sie getrennt in Zoos. Wann das sein wird, wir haben keinen Stress, also auch wenn die räumlich getrennt sind von der Mama, dann ist es auch kein Problem, weil dann geht die Joanna zur Yogi und die beiden haben die andere Anlage. Letztendlich gibt es viele Zoos, die sich für die beiden natürlich interessieren. Letztendlich entscheidet das aber sicherlich ein Zuchtbuchleiter, der ist dafür verantwortlich. Wir können uns nur unter vielen Zoos einen aussuchen, aber der hat die Verantwortung. Das heißt, im Rahmen des Zuchtprogramms gehen die Bären auf alle Fälle in andere Zoos. So, dann vielleicht ja zum Futter, weil die meisten Leute wollen ja Tiere mehr essen. Sie verstehen es, bei den Eisbären gibt es keine Schaufütterung mehr zu einer festen Zeit. Denn feste Zeiten sind für Eisbären ganz schlecht. Wer früher unsere Eisbärenfütterung gesehen hat, um 16 Uhr war die, da sind die Bären immer schon 3 Stunden vorher rauf, runter. Das heißt, sie fördern damit ein Verhalten, das wir eh nicht wollen. Das stereotype Verhalten, jetzt füttern wir die irgendwann, irgendwo zu irgendwelcher Zeit bis zu 3-mal am Tag und das ist besser im Zooalltag, weil sie nie eigentlich wissen, wann was passiert. Sogar die Boxen werden nicht zu festen Zeiten gereinigt. Das Einzige, was zu festen Zeiten gibt, dass ich hier manchmal stehe oder dass wir hier stehen und Ihnen etwas erzählen, aber das ist den Bären eh scheißegal, was wir hier reden. Also, darum ist auch keiner da, darum ist das auch kein Problem. Die Futtermenge liegt jetzt bei den 3 als Beispiel und die haben keinen Fastentag bei 35 Kilo pro Tag. Das heißt, da geht schon was rein bei denen. Das Futter besteht aus 1/3 Fisch, aus 1/3 Fleisch und aus 1/3 Obst und Gemüse und auch da waren schon die Fachleute eben, wir haben gesagt, falsche Fütterung. Sei klar, jeden Tag eine Robbe, das ist auch Blödsinn. Ja. Sind natürlich zoogeborene Bären, die natürlich dieses Futter vertragen, das Futter auch mögen. Übrigens ist auch Futter, verschiedenes Futter, Abwechslung im Zooleben. Das heißt, früher hat man Bären eigentlich klassisch nur mit Fisch und Fleisch gefüttert und heute kriegen die eben Obst, Gemüse, ja gekochtes Gemüse auch. Wir kochen denen sogar Bärensuppe. Da sind wir immer belächelt worden, mittlerweile machen es andere Zoos auch. Sagen sie immer die Münchner Spinner, gell? Und dann machen sie immer alles, was die Münchner tun. Gell? Also, auch das wichtig, die Abwechslung im Futter und natürlich generell die Beschäftigung. Na, man versucht dieses stereotype Verhalten eben zu vermeiden und Giovanna ist wahrscheinlich einer der wenigen Bären in ganz Europa, die dieses Verhalten überhaupt nicht zeigt. Sie ist mit 2 Jahren nach München gekommen und ist kontinuierlich beschäftigt worden. Und da fragt man sich natürlich immer, mit was beschäftigt man jetzt einen Eisbären so. Früher war immer in jedem Gehege so altes Bierfass. Warum, weiß ich nicht. Ja? Und heute machen wir natürlich auch viel mit Plastik, natürlich mit Plastikkisten, Tonnen, Kübel, Rohre, weil es die in verschiedenen Formen gibt, die sind sehr langlebig und der Bär kann damit gut spielen. Aber noch wichtiger sind zum Beispiel Düfte und Geschmäcker. Bären riechen ja sehr gut und suchen das auch. Und wir machen das eben mit seltsamen Dingen, zum Beispiel eben auch mit Senf, mit Maggi, mit Ketchup, mit Sahne. Und da hat letztes Mal eine Frau gesagt, Wahnsinn, eine Flasche Ketchup für den Bären, das kann nicht gesund sein. Natürlich auch nicht eine Flasche Ketchup, denn wir verteilen das punktuell in der Anlage. Der Bär sucht es dann, freut sich und leckt es auch auf. Ne? Und das normalerweise bei einer Gesamtgröße von 2800 Quadratmeter, da kann man Bären schon beschäftigen und vor allem sehr viel Öle.
Also Bären lieben es, Öle zum Beispiel aufzulecken, zu suchen. Öle sind ja gesund, gibt es ja verschiedene Salatöl, da die Hausfrauen wahrscheinlich nicht zu sagen, was da ist. Wir haben 25 verschiedene und Sie glauben nicht, wenn Sie jeden Tag plus 3 ausprobieren, die haben einen riesen Spaß damit. Dann natürlich gibt es auch so tolle Geschichten wie Zimt, wie Currypulver, Gewürzmischungen, na, das kann man nicht mehr reden. Aber momentan ist immer noch, vielleicht noch von der Weihnachtszeit, der Lieblingsduft Lebkuchengewürz. Das finden also Bären irrsinnig spannend und das können sie auch einfrieren oder verstreuen oder auch Kurkuma finden die auch lustig, Zimt. Aber wir sind noch verrückter, wir haben unsere Bären schon vor 2 Jahren angefangen mit Seifenblasen zu beschäftigen. Da haben die Leute geschaut. Da gab es die ersten Anrufe an unseren Chef, da soll man nachschauen, ob da 2 besoffene Tierpfleger am Dach sind, weil die pusten Seifenblasen ins Gehege. Waren wir natürlich nicht. Wir hatten zwar rot hoch, also einen roten Kopf. Sehen Sie, hab nichts getrunken, hab einen Sprachfehler. Ne? Und das ist natürlich klar, wenn Sie da immer per Hand reinpusten, dann geht Ihnen, aber ich sage Ihnen, 1 Stunde, das hat denen Spaß gemacht. Das machen wir immer wieder, natürlich auch nicht regelmäßig, damit es eben nicht irgendwann auch langweilig wird. Und wir basteln viel von Spielzeug selber für die Bären und das macht irrsinnig Spaß. Jetzt hat er natürlich groß geredet, der Münchner. Was ist beim Bärenmann? Den sieht man manchmal so komisch gehen. Das heißt, dieses Auf und Ab. Und zwar muss ich vorausschicken, der Yogi kam erst mit 8 Jahren nach München, hat also 8 Jahre in Italien gelebt, allerdings auf 300 Quadratmeter ohne Beschäftigung. Der Bärenmann ist wirklich verrückt nach München gekommen. Und wir haben uns dann viel Mühe oder viel Arbeit gemacht, um ihm das abzugewöhnen. Ich würde, wenn man es in Prozent ausdrückt, sagen, wir haben es vielleicht zu 80% geschafft, aber wir werden es aus dem Bärenmann wahrscheinlich nie mehr rausbringen, denn was andere über Jahre falsch gemacht haben, das kann man einfach dann nicht mehr reparieren. Wir sind froh, so wie er ist. Er ist nämlich viel ruhiger geworden, er ist eigentlich auch viel entspannter, aber wenn er ein bisschen nervös ist oder es ist irgendeine neue Situation, dann zeigt er dieses Verhalten, aber da kann ich, oder ich denke, wir werden es nie schaffen, ihm das ganz abzugewöhnen. Übrigens, Eisbären werden im Zoo 35 bis 38, ja sogar über 40 Jahre alt. Das ist natürlich ein biblisches Alter für einen Eisbären, der in der Natur ungefähr die Hälfte oder ein bisschen mehr wie die Hälfte erreicht. Aber ist klar, Zootiere werden immer älter, weil eben tierärztliche Versorgung, gezielte Fütterung und so weiter und so fort. Eine Frage. Vorher hat mich ein Kind was gefragt. Moment, wie kommt denn der Eisbär mit unseren Temperaturen zurecht? Das ist ja immer die Frage, Mensch, der lebt ja auf Eis. Immer auf Eis, stimmt übrigens auch nicht. Es gibt auch Leute, die haben sich schon beschwert, weil unsere Eisbären so dreckig sind. So, weil wir natürlich im Fernsehen immer sehen, den Eisbär mit den Jungtieren auf dem ewigen Eis, der lebt nicht das ganze Jahr auf Eis, sondern da gibt es auch schmutzige. Aber glauben Sie, dass ein Fernsehsender von einem Tierfilmer Filme kaufen würde, wo man dreckige Eisbären sieht? Nee. Also, uns freut es übrigens, dann wissen wir, die haben wieder Blödsinn gemacht, haben wieder im Busch ausgebuddelt, sich im Sand gewälzt oder irgendwas. Also hat es ihnen Spaß gemacht und ich verspreche Ihnen, die gehen auch wieder ins Wasser, dann werden es wieder sauber. Ja, man glaubt es nicht. Aber wegen der Temperaturen gibt es eben auch Leute, die haben gesagt, wahrscheinlich haben die ein dünneres Fell. Haben sie natürlich nicht. Nur sind natürlich akklimatisiert, weil die Eltern, Großeltern schon im Zoo geboren sind. Das heißt sogar, unser Bärenmann, der Yogi, ist eigentlich bekannt dafür, dass er im Sommer in der prallen Sonne wirklich ich würde es nicht aushalten, 35 Grad liegt er und schläft da entspannt. Früher habe ich immer gesagt, ich habe schon Angst gehabt, der wird braun, das spare ich mir, weil der kommt einfach nicht an. Gell? Der kommt nicht an. Also es macht ihm gar nichts aus. Die kommen mit Minusgraden sehr gut zurecht, die kommen mit der Wärme sehr gut zurecht. Zudem haben die im Pool immer Frischwasser, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, da läuft immer Frischwasser zu und das sind Quellen von diesem Hang hier hinten und das Wasser hat auch im Hochsommer höchstens 8 Grad, also wenn sie wollen, können sie sich auch abfrischen, alles
Wunderbar. So, jetzt weiß ich nichts mehr, wisst ihr noch was? Keine Fragen? Wie alt ist das Kind? Also, ne. Was? Eisbären können fliegen. Wenn man es vom Dach runterwirft, fliegen sie. Also fliehen. Heute kann ich nicht reden und heute bin ich ja noch da. Macht nichts. Ja. Frieren, also natürlich kann ein Eisbär frieren. Stimmt, gute Frage. Natürlich, wenn er im Winter jetzt schlecht ernährt wäre, kann er genauso Lungenentzündung oder sonst was kriegen, weil er seine Speckschicht, das können übrigens auch die Robben, wenn die sind bei uns Sommer, Winter draußen und wenn die nicht gut ernährt sind, dann fressen sie sich nicht ihre Jacke an und ohne dicke Jacke, bei kaltem Wetter wird man krank, also werden die auch krank. Ich dachte, ich mag nicht mehr. Ich sage jetzt einfach, vielen Dank für die, die geblieben sind. Schade, dass die anderen geflüchtet sind. Danke, tschüss, servus. Ganz weit oben in Spitzbergen wohnen ganz viele Eis. Oh, schau mal, was der seinen Fuß an der Wand entlang schaut, wie der jetzt da liegt. Siehst du das? Erinnert mich irgendwie an Leo. Ja. Leo,